Willkommen zurück bei der Gelle Froh. Haut hat mir der Gilles Linz dabei so im Podcast. An hin das gezählt, wie mit Skittles am Rennsport getrickst wird, seine Meinung zur Formel 1 an, ihr könnt einen Teil von seinem gecrashten Auto gewinnen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Ich fand heute zu Lützburg, kann den dich am Anfang nicht so, oder? Also, ich fand, Medien schreiben nicht so viel über dich, oder? Wenn ihr bedenkt, dass du so viele Follower hast. Du warst ja aber relativ bekannt. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, NASCAR ist Amerika und die Hauptleute sind auch Amerika. Es ist noch viel Deutsch, viel Engländer und Schmengen für Lützburg. Am größten Ganzen als Motorsport noch nicht so angekommen, auch wenn wir momentan ein paar Leute tun, die am meisten wirklich aufs Pferd springen. Denke ich, dass wir los am Gang sind, den Motorsport auch in Lützburg zu bringen. Ist das auch da so wie an alle Bereichen? Also ich muss am Ausland erfolgreich gehen, für dann zu Lützeburg umzukommen. Ja, das sieht ja alle Menschen so. Politiker, Musiker, Schauspieler, ich verrate das immer. Ja. Muss natürlich am Ausland als beweisen für das Lützeburg so, als Supporter. Das ist, ich meine, dass wir in Lützeburg das aber dafür zu klein für der große Willigen zu gehen, von groß rauszukommen. Wenn du am Ausland aber dann dafür ein bisschen am Sieg kriegst, ja, dann kriegst du das ein bisschen anders verkauft. Kriegst du ein bisschen anders verkauft. Was du den besten Vorreiter für Lützburg? Wenn du den besten Vorreiter auf Rennsport basierst, kannst du nicht anfangen. Wenn du das beste Vorreiter für den NASCAR, für die Stil von Fahren, denke ich schon, weil kein anderer da ist. Aber in der Allgift Kart gehen die nicht fahren. Das wäre mehr spannend. Also ich hoffe, dass ihr den Nullstadt den organisiert. Geht mich interessieren, wo man geht. Aber das ist aber natürlich auch nicht einfach. Ich weiß, war wie das geheischt an der Lux Expo für die Motorshow. Da hatten sie so ein Race of Champions oder Trophy of Champions sind sie genannt, wo ihr mit so Bagger gehen fahren. Das war auch schon mega cool. Mir muss immer fairerweise sagen, dass es mega schwer ab 2-3 Minuten da erst wieder zu gucken, okay, jener ist besser, jener ist besser. Wie sind noch die anderen gut Rennfahrer aus Lützeburg? Also den Dylan? Den Dylan sicher, dann haben wir den Kevin Peters am Autocross sicher. Wir haben ein mega neues Talent, ein paar Leute, den ich auch unterstützen aus dem Karting, den du relativ alles gewonnen hat. Chester Kiefer, sind noch, also es sind viel gut so, sind so zu 5 bis 10. 5 bis 10 Jahre, okay. Ich meine noch am GT-Sport, den Jans, Rivas, das sind alles richtig, am Ausland richtig schlimm. Das ist eben mich schwer für Lützeburg natürlich. Organisieren. Von mir drei geht für den Kart fahren. Wie viel Zeit, also wie viel besser wärst du wie mir? Ja, das ist eine gute Frage, das ist ja, du hast eine Variable dran. Ich meine, wenn man Circuit fahren von 200 Meter, ist etwas anderes, als wenn man ich meine, dann auf ein Autopiste, wo vielleicht 1,5 Kilometer ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wie gut ihr seht. Kann sein, dass ihr mega gut seht. Wir treffen uns jetzt schon gedacht, gefilmt und dann kriege ich den dritten Preis. Das ist schon sauer. Mit den Dylan hat ein Ding ins Nähe Karting ist. Ich meine, hinter das wird erzählt. Dann der Frisch ist dann froh, wir hier dann organisieren. Also ich weiß, in Dylan sind aus viel Karting gefahren. Ich habe auch ganz jung mit Karting angefangen, auch professionelle Karting. Ja. Es ist ein Piste, wie ich nicht, vielleicht in der Familie sind wir mehr. Du auch? Was auch mal mit Karting zugefangen? Ja, aber auch nicht. Also das ist immer die professionelle Karting, immer so ein bisschen ausgelegt wie die kleine Formel 1. Und ich habe wirklich mit 6 Jahren angefangen, Lokationskarten zu fahren. Voilà, was ich so kann. Und das war so ein bisschen die Zeit, ich war mal Fußballspieler und Kartfahrer. Und der Stil war immer, ich wollte immer Rekorde auf von alten Pisten rundherum. Und weil das vom Budget auch von daheim als Mensch war, weil das dann ein bisschen, wenn an der Schule klappt, dann gehen wir Karting fahren. Aber ich hatte aber auch die Chance, mich so, irgendwann hat mit der Schule nicht gerade so geklappt, wir sind aber weiter Karting vorgegangen. Das hat für mich gut gepasst. Geil. Aber apropos Suen, das ist ja überteuer. Du hast mal gesagt, wie viel? Ja, schon irgendwo in einem Interview gesagt hast, 100.000. Ja, 100.000 geht noch nicht so. Ja, 100.000 geht noch nicht an einer Euro NASCAR Saison, eine ganze Saison, aber ein gutes Auto leistet aber echt 150.000. Ohne rundherum, für den Kameraleiter. Nein, für an dem heute Fall 7 Kursen zu fahren. An Amerika ist ein Kurs $100.000. Das ist crazy. Ja, das ist ein Kurs. Das ist crazy. Ja. Da sind enorm viele Suen am Spiel. Für mich das ist eine ganz andere Industrie. Okay. Also, wenn bis McDonald's oder Cola, wenn die bis Algo, die spüren die Suen nicht. Mehr. Ja. Die Industrie in Amerika ist wirklich, das ist nicht normal. Und ich sehe noch immer selber, du siehst ja selber wirklich strahlend fahren, aber ja, und sonst mache ich das nicht normal. Wie funktioniert das Businessmodell? Also du lebst dann, du kriegst den Suche von den Sponsor. Richtig, ja. Und das rentiert sich dann abhängig. Richtig, ja. Also du hast ja zwei Schienen als Fahrer. Du hast einmal die Schiene vom Team und die andere Schiene von den Sponsoren. Du hast ein Team, ich gebe einfach ein rasches Beispiel.
Wir haben ein Team in Amerika, das sieht, ein Kurs kostet $100.000 oder €100.000 für mir einfach zu machen. So, und also, wir wollen, dass du fährst mit einer Geschichte, wir können dich verkaufen, du bist Europäer, du kannst Kursführer für 35.000. So, und dann bringen sie aber Sponsoren rundherum für 70.000. Wenn du dann nicht ein Auto komplett futtig musst, meistens also wie ich, Schätzung wegen Assurance, weil wenn es ein Auto auf den Dach da ist, dann geht aber sehr in Amerika. Und du verlierst du dann. Und dann hast du die Chance, und das ist okay, ich finde die Kurs, ich enkassiere das los, ich habe ein schönes Leben, ich kaufe ein schönes Auto, ich mache Vakanz. Oder du siehst wie ich, du siehst, okay, alles, was ich kriege, ich investiere immer in mich selber, ich gehe in einer Wehe, ich probiere Dinge. Weil NASCAR Motorsport, also Sport für die Reichen. Und ich habe immer ein Beispiel, und das ist mega krass, an dem Team, wo ich in Europa fahre, du hast freie Training dauert eine halbe Stunde. Ein Satz Pneu kostet €2.500. Und mein Teamkollege verbrennen 3 Sätze Pneu in einer halben Stunde. Das ist für die beste Zeit, für gut zu tun. Das heißt, an meiner Rechnung, weil ich enorm fand, sie verbrennen mehr so in einer halben Stunde Pneu, wie meine Eltern zusammen verdienen. Und das ist die Relation, wo ich einfach halt so, das ist anormal. Mir ist schon die Chance, ich verkaufe als European Underdog, und die Amerikaner leben von der Show, und dafür geht die ganze Geschichte, und dafür gehen die ob, dafür sind Team, ich will über den besten Team in Europa, und das geht nicht mehr ab, weil dann die Geschichte passt, weil der Marketing passt. So wäre schon lang fertig, ich hatte gar keine Chance. Als Amerikaner gehst du nicht vor? Nein, als Amerikaner, der geht nicht. Paar Tausend, die NASCAR fahren, da wäre gar keine Chance. Also ich gebe an Amerika sicher keinen Kurs für. Wenn ich nicht ein Europäer wäre, den du über probiert, dann die Spezialgeschichte. Wie ist es da bei der Formel 1, dass es ja viel, dass der Fahrer, also dass echt ein Auto wichtig ist, an Mann der Fahrer, also die zwei muss schon stimmen. Ja, da muss schon stimmen. Aber ist das bei ihr schon so, dass ein Auto auch so groß ist? Ja, teilweise. Wenn du am Top-Bereich bist, kannst du so, an der NASCAR sind das Auto relativ selber. Okay. Wenn du an die zweite oder dritte Division gehst, du hast andere Komponenten. Zum Beispiel hast du Zeit an einem Tunnel, wo Luft dadurch geht. Du kannst die Aerodynamik verschaffen. Wenn du mal ein Budget hast du mal Zeit an dem Tunnel. Wenn du mal Zeit an dem Tunnel hast, weil du dein Auto mal performt. Also, weil die Performance vom Auto mal zusammengesetzt ist. Und du spielst dann auch verschiedene Fahrer, wenn du hin kannst. Du brauchst keinen, du hast keinen extra Nummer. Ja, das ist auf dem Auto, der nie am Tunnel war. Das ist einfach so. Okay. Und du hast aber eine Chance. Ja, du hast eine Chance, wenn du auf große Piste gehst, wo du wirklich an der Gruppe fährst, wenn du so wie Daytona oder Talladega, das ist wirklich riesig groß Circuit. Wenn du 3 Fahrer an einer Gruppe fährst, dann hast du den ersten Auto, den die Luft schneit, und hast du 3 Autos an der Gruppe. Wenn du da probierst, irgendwie Hand rund zu bleiben, an der Luftpool zu bleiben, da kannst du mal einem Auto, der nicht so gut ist. Mein Auto zum Beispiel, das ich gefahren bin zu Daytona, das war nämlich das zweite Auto von der Equipe. Okay. Das war nicht das stärkste Auto von der Equipe, mehr natürlich, weil das mein Budget war für das Marketing. Ja, dass wir nur 7. gesehen, das war komplett unerwartet. Also, ich war so Top 20, wenn alles gut geht, 7. war. Ja, was ist der Mann? Sie sind mal 7. gehen. Also von der Equipe, ja. Das ist eine Equipe. Ich schätze nicht, ich die 7. gehen soll. Nein, das ist Equipe. Also ganz sicher. Ich meine, wenn du als Fahrer siehst, dann hast du verloren. Ich meine, du hast einen, der in der Pneu wechselt, du hast einen, der in den Autotank, du hast einen Ingenieur, du hast einen Strateg, du hast einen Spotter, du hast die lauter Positionen. Aber wenn die nicht zusammen schaffen, dann kannst du als Fahrer den allerbesten sein. Okay, wie strategisch ist es dann? Also, was ist die Strategie dann? Muss man gewonnen? Ja, also, das ist enorm. Also, oh Mann, das ist wirklich enorm. Also, NASCAR ist die strategischste Rennsport, den es gibt. Ja? Auch weil es aus dem Oval kommt. Das ist am Oval, also nicht einfach für sehr zu fahren. Wenn ich eine halbe Stunde trainiere, kann ich am Oval auch geben, der Einski in die Tour zu fahren. Ich nicht direkt mit den Vitesse mehr, aber die geben den Einski. Und für strategisch geht das alles, was aerodynamisch ist. Zum Beispiel Ford-Auto schaffen mit Ford-Auto zusammen, Chevrolet schafft mit Chevrolet zusammen. Also haben so Linien, wenn du dann am Oval fährst, wo du die ewige Linie, als zum Beispiel Chevrolet am Gang, sich die Linse präparieren, die ganze Gummi auf die Linse kriegen, für die Linse schnell zu machen, für die letzten 20, 30 Runden. So, und dann hast du innen zum Beispiel Ford, die am Gang sind, zu präparieren. Und dann geht irgendwie von Ford innen, du gehst auf Loppen hin und hier, dann gehen sie bei Ford vor, so ein Heide Fahrer, du weißt, du sitzt nicht im stärksten Auto, wir gehen da so ein 15.000 €, du schwätzt mit dem Fahrer und hier geht rüber an Chevrolets Linie. Und da fängt den nun an der Chevrolet Linie, fängt den nun ein bisschen mit zurückstich, der fängt an die Linie ein bisschen zu manipulieren, dass die nicht so gut geht. Chevrolet mich aber dasselbe mit der Ford-Linie. Und da geht das in der Linie. Dann hast du auch noch Toyota sieht dann auch mit 10 ein bisschen zurück, die sind am Gang, mit denen zu spielen. Das ist enorm. No way. Ja, das ist schon nie. Und dann zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich habe Simulator trainiert, alles geguckt und hier und ich war zum Beispiel rundenlang an einem Chevrolet und es geht darum, wiederzukommen, für dann zusammen zu drücken, einfach, dass du immer zusammen Misere gehst. Du darfst wieder den anderen. Ja, am besten, dass du musst das Misere schauen. Okay. Wenn du immer so süß an der Luftpool bist, dann kannst du den Auto sich durch die Luftpool bewegen. Und ich bin nicht wiedergekommen. Ich sollte, also du hast ein Mikro und dann hast du den Spotter, das ist den auf einer Plattform, das ist dein, die sieht, dass sie pausen, dass sie bannen, direkt den, hol den Matt.
Also was man falsch, ich komme nicht so her, das gibt keine Chance. Diese Chevrolet und die Base fort, dass viel relativ riecht. Und der Chevrolet ist innen so gebaut, dass nicht mehr ein anderer Chevrolet kann die Luftbüllhannen drin durchschneiden. Und da gehen die ganzen Spieler schon am Un. Die war geil. Ja. Gibt nicht noch so Sachen wie das mit der Keier, oder was du so way kann? Wie meinst du mit der? So Taktik. Ja, man Taktik, das geht über, also NASCAR ist ja auch, weil es so strategisch ist, geht es doch ganz viel um Fuddeln. Also Fuddeln, das ist immer die Großzone. Da gehen zum Beispiel Tricker, immer wenn du eine NASCAR abflitzt, dann musst du das doch ablehnen. Das heißt, du hast einen Trick, das geht, wenn du abflitzt, dann hast du die Regel, du musst das ablehnen, jeder darf gucken, wie was du gemacht hast. Da gibt zum Beispiel einen Trick, der geht nicht mehr, das geht nicht mehr, du hast den ganzen Chassis, haben sie mit Skittles voll gemacht. Das heißt, den Auto, der geht auf wo, den Auto, der war dann so 30-40 Kilo schwerer, der war genau richtig an der Balance. Und wenn den Auto über wo ist, dann könnten du an das kleine Gericht, und da sieht Gericht, okay, den Auto ist konform, da ist alles richtig, die haben nicht gefuddelt. Und da geht den Auto hingestellt, darf kein mit den uppacken. Bis Kurs, dafür geht noch nur der Kurs, da nicht mehr geguckt. Verschiedene gehen noch nur der Kurs angeguckt. Aber am größten Fall, voilà, willst du 400 Kurs dein Auto gefuddelt tun, da geht dann aufgeholt, wie Stempel drauf, und dann darf kein mit den Auto uppacken. Und das Skittles, was die Idee? Sie machen Skittles, dran den Auto ist nicht schwer, das heißt, als ob da wo tipptopp. Der vierten, die Skittles gibt warm, kleine Löcher innen am Chassis, und dann durch der Hütze, also eben dann die Skittles, das heißt, das kann keiner rausfallen. Und dann nur der Kurs, weil den Auto dann natürlich super liegt für die 3-4 Stunden, weil den Auto mehr liegt wie all die anderen. Das heißt, du gehst nicht disqualifiziert, das darfst du machen, du musst es. Ja, wenn du abflitzt, dann bist du auch fertig, also da bist du disqualifiziert. Okay. Mit nur der Kurs, dürfte ich gesagt, NASCAR sind immer die Burnouts an Heuern da. Heinz zu schauen, die ein bisschen ein paar Millimeter von der Höhe. Und dafür machen sie die Burnouts, bis die Pneu hochfallen, weil da leitet ein Auto am Boden, ja, wenn sie dann an die Kontrolle geben, kommen sie, ja, können nicht kontrollieren, das Auto ist so däbel. Und da gehen nicht so viele Tricker. Die war geil. Tricker, sie zum Beispiel... Wie ist das Skittles da ganz kurz? Aber gesagt dann nicht, wenn das so anfängt zu schmelzen, dann haben sie so... Nee, bei 300, wenn du fährst Auto zusammenfahren, das ist warm. Ja, du kennst Fleisch, du noch gesehen drin, und dann musst du nach der Straße so... Du und ich gibt es also knapp ist mir Ja, ist dann abgeflogen, weißt du das? Genau wie ich das auch irgendwo, weil das auch so, wenn du los ist, okay, den wird gefuddelt, da beziehst du dafür. Du kannst jetzt so ein alle gefuddelt kontrolliert Auto, dann heißt es ja, okay, was denkst du, okay, wenn in der Mutter muss abmachen, so viel, wenn in der von hier, und dann musst du das bezahlen. Was der Richt kriegst, denkst du eine Rum, also wo sich von ihm dann Rum, aber nicht dann. Das ist wie Kartenspiel, wo er so liegen hat. Ja, das ist ein bisschen so, das ist enorm. Das hast du auch schon so Sachen gemacht. Ja, wir machen, also, wir machen, du warst immer irgendwie, nee, wieso sind wir noch nicht so geflogen? Nee, so, wir sind noch, ich muss halt so, wir schmecken, wir sind wirklich relativ nur legal. Natürlich, ja. Nee, ja, niemand nie. Nee, und geht mega weit, zum Beispiel, Loa sind abgeflogen, wenn du zu Daytona fährst, wo es so Netz am Höhe kein Fenster, wir klammen sich durch Fenster ran, und dann hast du Netz, wie zählst du mal, wenn du überschlägst, dass du den Arm nicht oder so rausfliegt. Und die Netze, die sind dann so Löcher zwischen dem Chassis, und da, wo den da so ganz mini Spiegel, den du hast. Und hier nicht den Händchen zum Beispiel manipuliert, hier zwischen den Händchen, hat hier so gemacht. Und auf der Riete hat er dann einfach Tanto gemacht, und dann hast du keine Luft an den Auto gekommen. Das heißt, Luft, das ist das Auto, das sind 2 Stundenkilometer auf der Richte. Das ist die Sache, wenn ich das dann bei 300 raschen, die zwei, man kannst eine ganz andere Strategie fahren. Aber das ist ein bisschen auffällig, was du deine Hand hast. Ja, mir lass mich verreden. Ich meine, also ich habe doch zu der Tour gemacht. Ich habe noch meine Hand hingehalten, dann hast du das Netz, und dann gesagt, das Netz, das flackert so. Aber wenn das nicht mehr flackert, dann weißt du, was du genau an der Luft ist. Sein Trick war eben, das so zu machen. Er hat einfach nach mehr Flash konnte zu machen, wie ich mit meiner Hand. Und dadurch hat der Mann an die Seite gekriegt. Das ist ein bisschen, wenn ich am Auto fährt, dann müsst ihr die Hand raus. Man muss einfach feststellen, wenn du das so kennst, man so am Auto, wo die ganze Luft rauskommt, die geht der Hand auf Fenster und die bremst dich. Nur am normalen Auto, das ist komplett egal. Wenn du nur 300 fährst, du legst 301, 302, ja, tipptopp, da warst du gut. Wenn du dann legst du mal meine Hand und ich nehme mal 302, das ist ja, da finde ich die ganze Zeit probieren, die Hand wieder zu kriegen. Was geht noch so? Das ist geil, die Sache. Wirklich viele so Sachen. Du sind Sachen, zum Beispiel hatten sie die Auto, wenn du ganz sehr fährst, dann, wie erklären ich das? Wenn du am Flieger dir zu musst, dann kriegst du so einen Innerdruck. Dann, wenn du an alles so ähnlich funktioniert. Ja. Die Auto, wenn die richtig sehr sind, wenn du an dem Luftkanal dann drauf bist, und du fährst dann 250, oder einmal hörst du gar nicht mehr, du musst dann nicht mehr so rauschen, dann meinst du den Motor wieder aus. Und an dem Fall weißt du, dass an der Bulbas das gut keine Luft mehr an den Auto können. Da sind Fahrer, die haben so ein Ventil an den Boden gebaut, dann haben sie einfach
das Ventil abgedreht, gezogen und den Auto sich auf den Boden gezogen. Das ist dann so ein bisschen wie man den Toilette will proper machen. Die Dinger, die dann, weil andere konnten den Auto auf den Boden ziehen, andere konnten den noch mehr selbst. Ich hatte noch viel mehr Grip wie die anderen. Auch das sind aber alle Sachen, die aufgeflogen sind. Wow. Ja, also es geht wirklich weit. Oder Hannen, die mir so zwei Baren an der Fenster, für die Fensterhannerie zu halten. Da schleift ein Ingenieur der bis auf die letzten Dinge. Das durch Kontrolle geht, guckt die Bar, sieht, die Bar ist ganz. Und da fährst du und dann 2, 3 kleine Knubbeln, da bricht die Bar. Und da geht Fenster, dann plötzlich das riecht, geht sie dann so an, dann kriegst du mehr Luft auf den Spoiler, dann ist da dann ein anderes Verhalten. Machen Sie so Sachen noch an der Formel 1? Ich denke schon, ja, das ist manchmal ein bisschen ernst, weil Formel 1 das gibt es. Ja, es gibt es. Ich meine, da gibt an der Formel 1 ernst abfallen. Ich meine, Formel 1 das ist nicht schwer, weil die Autos schon ganz fertig präpariert sind. Jeder ein bisschen ein anderes Spoiler, jeder guckt bei dem anderen ein bisschen Spoiler. Und NASCAR ist aber relativ selber. Und an der NASCAR ist auch eine Regel, wenn es dann die Kontrolle geht und du kannst einfach durch, dann meinst du den Gag machen. Das heißt, du willst an die erste Kontrolle kommen und du musst irgendetwas in dem Auto so fühlen, dass du so, nee, das geht absolut gar nicht. Du holst dein Auto, geh in die Garage und in einer halben Stunde kannst du nicht zurück. Du musst feststellen, das sind 40 Autos und keiner will die echt durchkommen, weil keiner will so, ja, ich bin den Ingenieur, wo das Auto perfekt proper war. Ich will kleine Dinge machen. Ja. Okay, Street Cred. Ja. Literally. Geil, ich wusste, das alles gut nicht. Und das ist ja nicht vom Führer. Führer ist strategisch, das ist noch ganz anders. Auch wie Island zum Beispiel, weil du an der NASCAR in der ersten Division hast du nicht mehr wie an der Formel 1 ein Rad nur auf die Pneu halt, sonst hast du da 5. Und da sind da dann hingegangen, wenn nicht mehr 3, 4 Runden, zum Beispiel vorher sind sie in einer Pneuwürstel gegangen, und sind aber nicht mehr 3 Schrauben festgemacht, Platz 5. Die Zeit hast du Mann an der Box gehabt, so Sachen. Das sind dann einfach basische Sachen, wo ich einfach sehe, okay, das kann ich für reden. An enger Woche du weit den Urstängte Meer als de Culture Forest Festival zu Ash am Parklächen 17 Uhr gehen notieren op an da sind immens viel Lützeburg talentiert Musiker, nämlich de Mars, den Child, den Okay, de Joel Marcas, die dürft man alle Feier schon mal bei diesem Podcast empfänken. Außerdem den DJ Flex Orlando, Mellows an den Josh Island. Auch für ihr sind Gedränge, das natürlich im Festival auch gesucht. Es sind Foodtrucks sur Platz. Das an der Natur, das ist eine super Ambiance. Und kann er in der 12 Jahre, die kommen vielleicht ran. An dem das alles noch nicht durchgeht, das allerbeste von der Sache ist, wir zwei werden noch da sein. Wir werden in das Gülle frohe kleine Video abholen, mit den Leuten engagieren. Wenn da ist, also über den Weg läuft, da schwätzt das gerne nun und da kommt er auch an das Video. Aber wenn der Lust tut, auch auf das Festival zu kommen, da klick auf den Link in diesem Video und kauft dir ein Ticket. Wir hoffen, wir sehen dich da. So Philipp, hast du schon eine Vakanz gebucht für diesen Sommer? Man, nee, noch nicht. Ich hatte das letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach auf meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkräbe zahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man, nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanz buchen gehen. Philipp, ich habe mir gleich vor ein Elektroauto gekauft. Und los sind ob der Sicher oder passende Assurance. Ma AXA hat ein ganz spezielles Offer für Hybrid- und für Elektroautos. Wie gesagt, hier aus? Sie bieten eine 15% Reduktion auf die Assurance bei den Hybridautos und 25% auf der von Elektroautos. Das heißt, wenn du 2000 Euro die Jahr bezahlen, da bezahlst du eben just 1500 Euro. Sparst du mit 500 Euro. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super. Die sind noch alle 2 Mal versichert. Ich meine, da fällt die Decision noch nicht mehr so schwer. Dafür klick auf den Link in diesem Video. Wir hatten noch schon viel dich kurz gefreut, so war das so deine Meinung zu Formel 1 par rapport zu NASCAR, so generell einfach ein bisschen Rennsport allgemein. Also wie ist so deine Vue auf die verschiedenen, wie nennen das? Kategorien, ja. Gut. Ja, also für mich steht los seit paar Jahren wirklich Formel 1 ganz innen. Das ist wirklich eine Reality-Show. Das geht wirklich, du geht nicht mehr um Verkaufen, um Zuhören, auch heute, wenn ihr fragt, kannst du Formel 1, oh ja, ich habe Netflix geguckt. Das ist immer die einen. Und wie kannst du vorher, den und den sind immer nicht die Pur, die auf Netflix waren. Aber du fährst ein Auto, wie viel ich weiß nicht wo. Und die Leute, die Kurs bis gucken waren, die Milch sind noch mega enttäuscht von der Kurs selber. Das ist der Mainstream, oder? Ja, 100%. Die hat mega gut verkauft. Ich meine auch da, was die Amerikaner, seit die Amerikaner haben der Formel 1 stehen, die ganzen Netflix, die ganzen Marketing gemacht, hat einfach mega Boom gegeben. Wer am großen Ganzen das ganz gespielt, da wem, mit wem, an den geht lo häufig, oder an den geht lo doof, oder an den. Ja, geht wirklich nach für Zeitungen und Schlagzeilen, also das kann ich. Du bist aber eh vorher von ihnen gern.
oder nicht? Schwer so. Ich gucke nicht immer strategisch. Ich gucke wie Max Verstappen. Und ich habe für ein paar Jahre gesagt, er ist ein geborener Weltmeister. Nicht, weil er so außerordentlich gut ist, weil einfach das ganze Marketing rundherum stimmt. Hier war der kleine Crash-Pilot, der war der Base, der immer überall Materialien da, so der kleine, frische Junge, wo kein Geld hat. Genau das, also der Schumacher war so, Senna war so, alle gut, die groß, so angefangen. Auch von der Leute gesagt, ja, nee, aber das ist aber nicht korrekt. Das ist Rennsport, das ist nicht viel korrekt. Du willst gewonnen, guckst noch vier. Und auch da, ich meine, Leute, wo ich noch gelernt habe, die sind mit dem Karting gefahren, und da haben sie schon gefuddelt, also da haben sie schon Pneu abgeschnitten, also oh, diese Pneu, das wird die Creme neue für in der Finale zu fahren, da kriegen sie neue Pneu für. Da waren halt lauter so Sachen. Ja, okay. Also vom Lehn, das den höchsten Niveau momentan für so eine Reality-Show Millionen zahlen. Und wo, also wenn es der Formel 1 so, also dann Formel 1 ist auch das bekannt. Ja, ja, 100%. So, weil zuletzt kann ich viel mehr Leute Formel 1 wie. Ja. Wo, wenn du in Amerika bist, wer ist da die Differenz? An Amerika ist NASCAR Nummer 1. Ja? Das ist ganz klar. Ja, NASCAR ist wirklich Nummer 1. Du hast nach IndyCar, das ist so die amerikanische Formel 1, und dann ist es Formel 1. Ja. So die groß Stars, die ich gesehen habe, war ja Formel 1 zu Miami. Ja. Wie genau aber so Formel 1 Events, ja, oder? Aber auch NASCAR. Ja? Ja. Okay. Also, du warst zu der Tour, war das so, du warst auch voll für Stars. Und das ist cool, wenn du dich ganz nur gesagt hast. Hast du gesehen? Weil, ja, also Michael Jordan, Pitbull, ich weiß nicht, wenn Trump da war. Ja. Das ist kein Foto, Martin, nein. Nein, mit denen nicht. Und auch, wenn du bis an dem ganz kleinen Kreis bist, musst du da doch nicht mehr. Das wirklich, du bist nur bei einer Platz, da sind noch 2.000, 3.000 Leute und du willst nicht die Führer, die sagen, oh, kannst du schnell ein Foto mit dem machen. Also, du willst nicht die Person sehen. Aber geil. Ja, also ich meine, wenn du so von außen hier kommst und ein bisschen als Fan, ja, sicher. Mehr, weil du einfach, wenn du bis an dem Kreis bist, weil die sind doch ganz privat, die sind mit der Kanne, die sind mit der Familie und du willst dann nicht die sind. Ja, genau. Ja. Fair enough. Okay, ich wusste nicht, dass das so groß wäre. Ja. Nein, doch, NASCAR ist in Amerika enorm. Ja. Ja, das ich denke, Follower auf Insta sind die auch so mehr ja, also 100%. Amerika, Mexiko, Argentinien. Die sind ganz komplett verrückt. Ja. Und dein Marketing als eben so den europäischen Underdog zu sehen. Ja. Das die nun auch von hinten. Das ist nicht von mir kreiert, wie das von hinten. Und dann noch, ich am Anfang immer so gesagt, willst du fahren, wir kennen das und da. Und ich so immer, das ist unmöglich. Der Schweiz von Zuland, das verkaufen ein Auto, meine Eltern verkaufen 1000, da können wir drüber schwatzen. Und dann, nee, genau das brauchen wir. Du musst da aber dann noch dabei sein. Ja, ich kann nicht dabei sein, mir ist das egal. Der muss man aber dann noch Tiere noch machen. Und das hat zum Glück aber geklappt. Okay. Ja. Das sind die wirklich gesagt, so, wir wollen das so verkaufen. Ja. European Underdog. Du warst das bisschen, du musst momentan was. Die Freiheit gehen gepusht, dann hast du Afroamerikaner, die gepusht, geht so ein bisschen so das politisch geht an all Sport, an all Dingen. Und in Amerika ist einfach die Indischen Europäer. Aber für sie ist das ein bisschen so, das können wir irgendwie ausspielen. Wie war das dann in Indien? Ich meine, das hat ganz ein bisschen mit unserer europäischen Arroganz zu tun. Weil ganz viele Europäer, auch vom Lehnfahrer oder so, die gehen da hin und die meinen, ich komme da hin, im Kreis fahren. Und dann gehen sie hin und dann gehen die komplett zerstört. Ja. Und dann, ja, ich meine, ein Teamkollege, weil du hier war, den hat 3,5 Millionen verbrannt für 4 Kursen. Die könnte ich da doch leisten. Aber ja, das war, ich komme hin und da weiß ich, wie es geht. Und das geht einfach nicht ab. Und die Amerikaner auch am Oval, wenn die wollen, was dann enger und fertig. Da wird irgendjemand bezahlt und dann was fort. Sie sind ein Kurs davor, einfach wegen den Echten. Da haben sie 600 € mich gesagt, für mich rauszuschicken. Ja? Das hat 2 Runden gedauert, war mein Kurs fertig. Ja. Krass. Hä? Ja. Und 600 € war leicht. Für mich, das war mehr wie die Flieger. Alles war das schon ein bisschen investiert für die Kinder. Ja. Irgendwie Junge, 600 € und kannst hier kannst du auch nicht mehr gewonnen. Aber war Kurs fertig. Ja. Das ist das das korrupt? Ja, mega. Du kannst darauf warten, dass du K.O. gehst. Nee, nicht warten. Du kannst einen anderen bezahlen. Ja. Nee, ich frage mich, kannst du darauf warten, dass du rausfliegst? Nee? Nee, aber sonst wäre das ganz... Ja, sonst wäre das crazy. Schon manipuliert. Ja. Du kannst darauf warten, für zu gewonnen. Okay. Oder Positionen ein bisschen. Da müssen nachher, mir das extrem schwer und auch das so einfach das zu manipulieren. Wie rein theoretisch? Nee, ich könnte nicht mehr lob dich wetten, dass du gewinnst. Ja. Bei mir, sowieso am Ende Kurs so. An der ersten Division kannst du noch so ein Stagen, die Kurse sind 3 gedeelt. Und dann kannst du, okay, hier gewinnt Stage 1, hier gewinnt Stage 2, und den anderen gewinnt dann Stage 3 und du machst dann die ganze Kurs. Das kannst du, aber das ist in der ersten Division. Aber wo spielst du gerade so Mats vom Feiert Division. Von Ursprung, aber immer wenn du so Feiert Division denkst du für Bundesliga, die kann wohl nicht stehen. Jetzt sind Ursprung Divisionen, ja. Also plus minus Ursprung, die der NASCAR gehören. Okay. Ja. Das ist am echt fair, weil. Ja, doch immer. Und du hast aber, was auch blöd ist, du hast Kurse, wo du so mittwochs fährst. Also bei den größten Event, das ist schon ein Kurs mittwochs oder Freitags, dann hast du die große, das ist die erste Division.
die kommen dann den Kurse vor. Die sitzen im besten Auto, die kommen süß für zu kassieren. Die kommen dann hin, von den Kurs und kassieren 20 Millionen, wenn sie gewonnen. Und dann Preisgeld. Plus minus an der vierten Division. Ja. Und da muss aber das auch nicht immer für die Fahrer, das meistens für Team und dann die Fahrer. Ja. An Sponsoren musst du dich darum kümmern, dass man sie... Deals. Okay. Ja. Das ist dem noch, wie du es verkaufst. Ja. Und du guckst immer... Was du konkret? Ich gucke schon Sponsoren von meiner Seite zu holen, eben noch für den, was da funktioniert. Ja. Du musst immer einfach Sponsor, so wie Leute sich vorstellen, du gehst solo bei den Bäcker, aber willst du mir nicht zugeben, für das ich Fuhrer, für das du mehr Brötchen verkaufst. Genau, das funktioniert. Du musst wirklich den Business auch anrufen. Also wenn du als Rennfahrer Geschäftsmann bist, dann brauchst du keinen Kurs dafür. Ja. Außer du hast wirklich so von daheim und du kannst es verbrennen. Wen sponsert dich dann? Wie sind du denn? Momentan habe ich ganz viel an der Kryptowährung gemacht, ich weiß nicht, ob du Virtual Currency kannst. Ja. Du hast aber Community, der ist schon ein Community-Fond. Und da habe ich sich angefangen, da habe ich Horst, der kennt momentan meinen Schichttrainer, Vape, voilà. Genau, das ist das so. Ganz heißt du, ja. Und wir haben sogar einen Plan, ich kann noch plus so, weil das ist der Plan für die nächsten Kurse. An einer Safety-Car-Phase, die von Accident ist, und Safety-Car-Phase von Auto fahren. Meine Idee ist, jetzt sind immer Kameras dran. Das ist auch verboten für Sportler, das ist nicht gesund an Heuer. Für andere Safety-Car zu wählen. Und das wird NASCAR wieder gesehen und die wird man direkt eine Strophe geben. Das heißt, die kommen hin so, du weißt du das, wir müssen nicht schreiben, 500 €. Mit den Dingen, wo das wird, den Impact auch in Amerika. So, bei den die können nicht. Ja, das ist ja das Lang. Ja, mit das musst du mal einen Sponsor ausschaffen. Wen hast du involviert? Hast du die Idee? Oder? Ja, das tut dann eine Idee, ja, wo man dann das ein bisschen kommen auf Michael Jordan, oder die Geschichte kennt für seinen Song. Und NBA, das ist niemand rote Song. Und ein bisschen den Dingen. An den Dingen, weil er fängt an, verhält sich okay, wann ihr vor, das ist okay, das tut dann das die Chance. Sind nur zum Beispiel gegangen, Rückwärtssalto von der Dir raus, vom Ding, von sie gewöhnt. Dann bleibt verhalten immer irgendetwas. Aber es war einfach durch diesen, du denkst, es ist halt ein cooler Kurs, oder du musst das Auto vom Auto rauf. Der Leute verhalten immer, wie war den einen oder den. Du musst mega so Show. Ja, du musst die Marketing holen. Verschiedene Erfahrungen mit Rosa Hoa probieren da als Marketing zu machen. Ja, das ist auch sehr der Vergiss. Du musst dann noch liefern. Die Leute kennen dich an Amerika auch, also den European Underdog. Ja, also wenn es in Amerika irgendwo hörst, wo in der NASCAR, also immer, das ist doch der European Underdog, die hören das dann, weil es einfach doch so verkauft wird. Mich auch viel, zum Beispiel der Tonerkurs, sind ich auch bald aufgeschossen gehen, natürlich war ihnen, die mich ganz nicht berührt haben, an den Automobilvorgang bei 292. Und das hat mega Flamme gemacht. Ich wusste am Auto. Ich am Auto gesagt, oh, du hast ein Auto mega gut abgefahren. Ich hoffe, das wird irgendwie gesehen. Und ich wusste nicht, dass die Kamera genau drauf war. Und dann war man den Tag drauf, waren wir an Buffalo Wild Wings, das ist also ein riesen Franchise-Ding mit Chicken Wings und so. Dann waren wir da und da sind dann die riesen E-Kron. Und da sind dann Highlights gelaufen. Und sitzen wir dann da und dann sind die riesen Highlights gelaufen. Und dann haben wir gesagt, es ist ein Auto, dann, wo ich dann dran sitze. Ich sitze da, kein Pullover, gut, ich von der NASCAR an den selber können sie, oh, den hast komplett Müll. Da ich mir gedacht, im Endeffekt ist mega cool. Du sitzt da, kein Mensch hat irgendeinen Plan in Amerika so riesig groß. Und die gucken alle gut drüber und sagen, oh, mit dir keine Ahnung, wie ich sehen, keine Ahnung, was. Was sind denn die Videos auf YouTube? Ja, YouTube findest du noch relativ sicher. Ja. Wäre cool, wenn man das drin schneidet. Ja, können wir ja, YouTube oder auf Facebook hast du sicher drauf. Ja, das ist wirklich, ja. Cool. Aber wie wichtig ist dein Social Media, dass du, möchtest du das alles selber? Nee, mein Social Media wird gemacht. Okay. Also ich kümmere mich selber ein Teil drum, ich probiere noch methodologisch, ich probiere noch wirklich mega neu, da fängt sie wirklich shit zu ändern, auch von ganz oft ganz blöd Frauen dabei sind. Ja, das zum Beispiel? Keine Ahnung, was du am Land? Ja, okay. Ah gut, soll man das Gesicht für trainieren zu gehen? Ja, okay, und dann guckst du Profil und dann siehst du, du weißt noch kein Zukehren am Fitness. So Sachen, wo die Leute meinen, das wäre ganz normal. Ich freue mich, da gehen wir einfach gemütlich nur und trainieren. Zu Lützeburg? Ja, Lützeburg. Absolut kein Problem, ich bin mega offen für Vereine, für alles. Aber so Grenzen, so. Ja, aber wir müssen nur, gehen wir hier sein. Noch nie gesehen. Geil, das ist geil. Ja, nee, auch ganz viele Leute, die dann so organisieren mit Kollegen, die sind dann irgend von mir, wenn Enkel gesehen ist, wo sie jung was beim Rausgehen, die da schreiben, mir geht Karte, ich vergesse mal. Ja, ich gehe irgendwie schon gerne. Nee, ich muss kann das überall. Ja. Ich gehe schon mit dem anderen Mies. Nee, halt so Sachen. Ich probiere aber schon. Ja. Crazy. Ja. Die spielen aus deinem Team, der das möchte.
Das Social Media. der Gims kann er bestimmt. Also Maitre Gims war Ja. der Gims, sein Manager ist auch mein Manager. Die ist eine riesige Firma haben drin. Okay. Alles was von auch italienisch Musiker, französisch Musiker, amerikanisch Musiker, das geht alles geriert und die sind eben noch da haben drin für das zu gerieren. Okay. Wie Song rausbringen. Ja, wir sind am Gangen, Okay. die nächste Kurs an Italien, die kennt der Loco. Das ist Französisch, die sind am Gangen so 22 Millionen Views auf singen Videos. Also, da fängt nur noch groß, die gehen noch mal mit Gims am Gangen zu gucken, Sachen zu machen. Und die können doch Piste, also probieren wir das alles so ein bisschen so ranzubringen. Ja. Okay, mir bin ich nur mal mit Gims Musik machen, oder? Das ist mega cool. Aber für mich, weil ich an der Welt mich noch nicht so auskenne, das ist mega cool, wenn ich dann mal Manager zu sehen, und hier mich da face und wird, okay, hey, und du, und dann was mit Gims, gleich gehen wir am Snoop Dogg unterwegs, das ist so, ja, die sind so no, aber, und das ist dann einfach für FaceTime, und das ist dann so, und dann noch, wie sie mal nicht schwätzen, das ist wirklich, die sind von der Straße. Und dann ist, okay, mega cool. Und du warst dann der Rennfahrer, wie du an Valencia, weil die Gims eben im Capo, die sind dann 8 Sponsor, hier pusht das dann ein bisschen, und dann, ja, da probierst du durch. Nee, es ist durch FaceTime. So durch 2-3 Mal FaceTime, wo dann dabei war, wo sie dann hier Geschichten an Haie, Weibereien an do erzählen, und du wirst da so dabei, kriegst dann ein bisschen mit. Ja, das ist wirklich cool. Die Industrie ist auch mega. Also die ganze Musikindustrie ist enorm. Auch mein Manager organisiert ganz Festivale für an Afrika und so. Da kriegst du eine ganz andere Vue drauf. Und ich sehe meinen Manager wirklich mega gut. Wir haben keine Relation so. Du Sportler, ich Manager, aber ich will bei hin auf Los Angeles, hier Container, hier schickt Leute Ruf, die dann mit mir hier sind, das ist wirklich. Aber wie ist die kennengelernt? Und ich durch Instagram. Ich hatte hier auf Instagram an hinten angefangen, Les Marseillais auf Frankreich. Hier die Produktion mit angefangen, dann hat dann da Influencer. Und ich habe immer gesagt, die Influencer sind wirklich nicht die hellsten. Und ich habe gesagt, du musst doch irgendjemanden da sein, den Plan von dem Ganzen. Und ja, durch ich weiß nie, dass das hier wäre. Du hast keine Chance zu denken, okay, was soll hier denn, weil hier immer ganz diskret, dem gut nicht nach außen. Wen als den Influencer, das ist wirklich schwul. Also verschiedene an der ich sage, da muss irgendjemand dran sein. Und dann habe ich gemerkt, du warst ein Post. Ich habe gesagt, was tust du da mit ihm? Ich sagte, na, voilà, ich meine. Ich habe wo ist noch niemand Rennsport, wo ist noch nie überlegt, wie so ein Dach, aber wo ist es? Dann komme ich gucken, ob wir irgendwie die Industrie können zusammenkriegen, auch mit Influencer. Und dann, das war meine Idee, wenn man mit Influencer zusammen kriegst du auf das Circuit, und dann hast du verschiedene Produkte, die kannst du auf ein Auto machen, als großes Sponsoring, sie können Werbung machen, da kannst du das so ein Geschäftsmodell für zu fahren. Smart. Was hast du da lieber, so den Deal nieft dem Fahren oder so wirklich fahren? Ja, süß fahren. Also ich gebe den ganzen Tag süß fahren. Ja. Wenn dann anders, das eben auch nie, also nicht möglich. Klingt aber so passionell, wärst für so die Marketingpläne. Ja, weil ich immer cool fand, dass man zu 40 Fahrer und 2 Divisionen sind natürlich plus minus 8 Fahrer, die mich schon einfach süß suchen, und was nicht der 100. Und ich sage immer, ich springe nicht einfach fertig dann an Amerika zu gehen. Und du siehst ja, die können einfach zu, wenn du hinlegen, fahren, 100 Mil bezahlen und fahren. Aber da sind schon immer, Junge, die brauchen ein bisschen das clever. Das Rennfahren ist eine Sache. Aber mein Ziel ist eben, wenn ich schaue für die 20 Plätze fuhren, dann wäre super clever, ich hätte Geld, das wäre ja cool, aber da gehe ich das Kurs für. Aber dass ich wirklich in einer Position bin, wo ich gewinnen kann, plus dass ich all die anderen Sachen mache. Velum am Gims und all die Sachen, bringt schon eine ganz andere Position. Und du brauchst das für in Amerika. Zum Beispiel, der Gims hat Musik gemacht mit Pitbull. Der Pitbull hat Paaren an einer Firma, die ein NASCAR-Team hat. Aber an der Relation, wenn ich bei der Pitbull gehe, dann schön, cool, brauchst du also da. Aber die Gims, wenn man sagt, guck, das in Amerika, wenn du willst, trefft dich mal Team in der Vorrat, ich bin 100 Team, dann kann das immer ein anderer die abholen. Mit Fuhren selber, aber das was, also ich lebe für die Fuhren. Geschafft, musst du machen, muss clever sein, außer das Suchen. Zu suchen ist das so einfach. Aber war das, was dich so reizt im Fuhren? So, also, überkrass Adrenalin oder war das so? Ich meine, du warst einfach an einer ganz anderen Welt. Ich meine, das ist einfach so ganz, du warst einfach fort. Du warst wirklich ganz an einer anderen Welt. Zum Beispiel, wenn es um Vitas geht. Lo in Europa 55 zu 60, das kriegst du nach irgendwie, als das da irgendwie bekannt ist, ich weiß nicht, Deutsch Autobahn oder so. Wenn dann aber in Amerika gehen, du fährst bis 300 und alles fängt dann an zu gehen. Du hörst anders, du siehst anders, du hast alle geht an, den Lippen gehen anders, den Augen anders, alles durch den Drogen. Also, das geht ganz anders. Einfach da dran zu sein. Du weißt einfach an dem Zustand, das ist einfach ein Zustand, keine Ahnung, das Adrenalinwetter das. Aber ja, das ist aber das, was geil ist. An dem Moment denkst du dann an die Sachen, oder? Nee, gut nicht. Wenn du bis denkst, weißt du, dass es verloren ist. Ja. Einker denken, einker bewusst Dinge, für das mir genau zu erklären, ein Rennfahrer, den, oder wir alle gut zusammen, wir denken immer viel am Kopf. Als Rennfahrer willst du so sehr wie möglich an den handigsten Teil vom Kopf kommen, für zu denken. Das Spiel, was du mit dem mentalen Training, den Idee für welche trainierst, was trainierst, als immer für so sehr wie möglich vom bewussten Denken hier an das Unbewusste noch zu kommen. Weil du hast dein Instinkt, du hast das Ding Performance.
Und dann verschiedene Führer können nicht gut, verschiedene Führer brauchen mehr lang oder lassen sich auflenken. Und das ist das ganze Spiel. Und du hast auch den Unterschied zwischen der Performance. Ein guter Rennführer funktioniert Hand am Kopf, ein mittelguter Rennführer, den so vor Kurs, der funktioniert nicht immer viel am Kopf. Und da zu erklären, das ist mega schwer, weil die Menschen so, ja, ich bin aber auch sehr. Ja, das ist ja kein Thema. Aber wenn du bis lange Strecke fährst, wenn du bis wirklich etwas musst, wo du aus deiner Komfortzone warst, und du bringst es fertig, am Instinkt zu bleiben, und nicht am Überlegen oder am, oh, was meinst du, oder dann, ja, da gibt es wirklich Sprechen. Halb dauern, das heißt 2 Kurse von 45 bis 50 Minuten, okay. Amerika waren 2 Stunden. Und dem Norwegen ist es bis zu 3,5 Stunden Kurs. Also, ja. Und das Kurs selber, von der Anstrengung, die Körper möchte, das ist höchst an Trinken, an die Sachen, wo... Hast du so einen Schlauch? Nee, kannst du nicht. Nee? Also du hast so kleine Behälter, das Problem ist, wir haben in Amerika, hier hatten wir auch schon Kursen, mein wärmster Kurs war 84 Grad am Auto. 84 Grad. Wir haben so ein extra, ich weiß nicht, ob mein Helm hier vor einem Foto ist, wir haben so ein extra Rohr hier oben drauf. Ja, du gesagt ihn nicht. So ein extra Rohr drauf, du kriegst Sauerstoff und Luft an den Helm, weil das packt es einfach nicht. Ja. An Europa kannst du einen Kompromiss, du kannst sagen, okay, schuld das System war 25 Kilo, oder sie speisen auf Zahlen, Spuren die 25 Kilo. Ich sehe nicht, dass ich mich sehr, aber du hast aber das Risiko, dass du erst verstorben bleibst. Ich will immer, ja. Okay. Ja. Also, du gehst wirklich bis ins Extrem. Also, wir haben Kursen, ich weiß, einen Kurs an Deutschland, da waren nicht 41 Grad draußen, da waren doch irgendwas 80 Grad am Auto. Und da sind wir wirklich alle gut zusammen aus dem Auto raus. Und dann gesagt, wir haben Farben. Und so ist das ja nicht geholt. Ja. Also der Extremsport? Ja, 100%. Also, ihr seht, das wäre kein Extremsport. Das ist von der Hitze, von der Performance, von all diesen Sachen. Auch das mental konzentriert wird. Und du hast alle Bremspunkte, alles, was du bremst, als dein Instinkt, der Körper, den hast immer mit, der geht nicht mehr durch. Oh, lo, packst du nicht mehr. Und du bist die ganze Zeit ein bisschen am Kämpfen, dass du musst auch überleben. Ein Accident geht aber durch. An der NASCAR sind leider an der ersten Division 2, 3, 4 nicht mehr, aber 5, 6, 7, 8 bleiben da leider noch viel zu viele Leute. Wie viel pro Jahr? Genau kann ich das nicht so, aber ich weiß zum Beispiel letztes Jahr, was waren 3, 4, was im Endeffekt für Hautgeneration und mit der ganzen Sicherheit noch viel ist. Das sind nie die Top-Performance-Fahrer, das sind immer die, die Fehler, nicht konzentriert, körperlich nicht fit genug. Sie waren zu seinem Auto, die brennt. Ich hatte ein Auto, wo alles voll Öl war, den angefangen hat, ich hatte Menge Gift brennen mit versuchten Öl und Wasser, was alles so gegangen ist. Mich schon 8 Sekunden gebraucht aus seinem Auto. So nicht verlascht, nicht den Allerschlimmsten, aber geht relativ sehr. Du hast aber Fahrer, die 20, 30 Kilo, das ist einfach mehr schwer. Ja, du hast NASCAR-Fahrer, das sind... Was ist 120? Ja, das sind teure. Ja, aber das ist ja immer auch der Not. Nicht unbedingt, am Oval nicht, weil dein Gewicht, du sollst da ganz nur innen lesen, also der Punkt vom Auto dann nur innen lesen, und da kannst du dann verschiedene Gewichte auf einer Platz am Auto spielen. Sind sie fett oder breit? Nee, einfach Koloss. Ja. Nee, das ist lokal, also das willst du auch nicht, wenn du zu viel Wasser an so holst, und das fängt du, nee, das ist der Kabuch am Gang. So, ja. Nee, voilà, du musst das einfach geriert kriegen. Aber ja, nee, das sind einfach, die sind wirklich, das sind Kolosse. Ja. Crazy. Was mich interessiert, dass du so eben am bewussten Denken, dass das rangeht, dass du wirklich nach dem Instinkt hast. Ja. Kannst du das auch nur am Alltag so ein bisschen bewusst steuern? Ja. Kannst du zum Beispiel so rauszoomen, aber bewusst so an deinen Instinkt? Nicht. Ja, den Instinkt. Also, oder wie kannst du das vorstellen? Wie kannst du das vorstellen? Das ist ein bisschen wie, du kannst inzwischen hingucken, zum Beispiel, dann hörst du etwas ganz bewusst, wenn du zum Beispiel guckst auf das Bild, du sagst dann etwas ganz Genaues, und dann auf einmal merkst du durch deine Atmung, durch dein Bewusstsein, wie du das ein bisschen drehst, dass du auf einmal das Bild nicht mehr sagst, du gehst am Ganzen geht so alles so unbewusst, alles geht so keine Ahnung, du sagst nicht mehr so ganz richtig, und da weißt du, dass am Gang was an deiner Bewusstsein kommen. Das ist effektiv ähnlich wie Selbsthypnose. Ja, also Selbsthypnose ist etwas, das musst du können als Rennfahrer, wenn du richtig gut bist, musst du das können. Du musst können so an eine Hypnose ranfallen. Und ich bin mehr Fan davon. Ich hatte eine Episode gesehen von der Hypnose. War bestimmt auch schwer für den Herr Fairscheid zu hypnotisieren. Wie gibst du den Zustand von Hypnose beschreiben? Boah. Weil ich meine, dass, weil die Leute meinen ja, also ich schon noch viel darüber gemeint, es hatte gar keine Kontrolle mehr und werden einfach fort. Mit das sind einfach so Münde nur mit Team so probiert. Und ich meine, du hast ein bisschen besser gegangen. Ja. Und das echt, also du warst auf Apps fokussiert, aber du kriegst aber alles mit, das kann nicht, oder? Ich meine,
Hypnose, wenn das klappt, passt bei dir selber. Das heißt, mir sie bewusst, mehr nie bei dir selber. Du hast Filtern, du hast Sachen, du hast Stress, du hast dein Ego, du hast lauter Sachen, die ein bisschen genetisch an dem Fall schaffen. Und ich meine, eine Hypnose, wo du so tief bist, was du wirklich tief bei dir selber, wirklich, wo du hier kannst, wo du wirklich dein Urinstinkt und all die Sachen, kannst du nicht Hypnose sehen. Trainierst du das selber oder hast du deine Person? Ich trainiere verschiedene Sachen selber, verschiedene gehe ich auch bei einer Person, die mir einfach hilft. Verschiedene Hypnosen, du kannst zum Beispiel eine Hypnose machen, also wie ich sie da machen, also ein bisschen so visualisieren. Und das Visualisieren ist enorm. Du kannst einen Kurs visualisieren. Dann heißt das ist ganz schlimm, dann heißt was du visualisierst, ein Zweikampf, so, und dann bist du an der Kurs und du hast den Moment, wo du siehst, oh, das kannst du. Und du weißt das an der Hypnose. Das ist nicht 100%, du weißt so, ich hatte immer an einer Hypnose, ich hatte immer im Kopf für Jahre schon, dass ich an Amerika gehe Kurs. Ich habe mich immer gesehen, da rausfahren und schon noch einen Accident gesehen, wo ein Auto so süß für immer raufgehen. Ich habe die Bilder immer gehalten. Ich habe immer, hoffentlich geht irgendwann für mich ab, dass ich kann in Amerika machen. Und ich weiß nur noch, die letzte Runde Amerika gesehen, ich den Auto raufkommt. Und ich fahre ihn rauf und ich weiß ganz genau, oh, das hast du schon, das ist ein Déjà-vu. Und ich sicher, dass es nicht Déjà-vu, das an der Hypnose hat, das Bild schon. Krass. Nicht genau, also nicht, dass ich so hat gegen Halm und nur so. Ja. Einfach so, dass wo du kannst, das ist doch kann, das hat man dann schon irgendwo denken. Interesting. Aber was ist denn auch so für Mentaltraining? Hypnose, dann eben die Entspannung, alles was mental, also auch alles für mich was visuell ist, also alles was Reflex an all die Sachen ist. Hauptsächlich ist es wirklich Entspannung und dann sehr hochkommen, den Adrenalin pushen, da zu gerieren. Ganz viel Ernährung. Wenn du fährst, willst du auf einem Hagen, also so ganz alert sein oder willst du... Ja, also es gibt zwei Charaktere. Du hast den Charakter, bist du gesagt wie der Boxer. Der kann immer ran mit seiner Musik, den ist am Gangen, sich spannen, so, den ist am Gangen. Ja, den ist am Gangen. Ja, wie du gesagt hast, auch der Boxer, wenn es sonst umgeht, könnte der Boxer auch einfach bei sich selber gesagt haben, dass er irgendwo was, wo nicht so ein Bayer ist. Und der Rennfahrer, der will sich aber am Auto sitzen und du willst ganz bei dir selber sein. Du willst nicht den halb willst du nicht tun, weil das möchte ich einfach nicht performant. Du weißt ganz genau, wenn du mit 250 die erste Runde fährst und du bremst und du bist nach, oh, ich bin der Größte, ich bin der Schnellste. Keine Chance. Du bremst 1 Meter zu spät, den Kurs ist fertig und der ganze Spiel geht nicht mehr. Nee, du willst wirklich ganz bei dir selber sein. Weißt du, was dein Puls ist, wenn du fährst? Dem wir einen Kurs von Puls 191 gehabt. Ja. Aber das heißt, du warst aber nicht gechillt am Auto. Ah nee, gut, also der Körper ist am Gang. Du willst deinen Kopf? Ja, der Kopf schläft. Der Kopf ist wirklich, du siehst, wie wenn du am Gang bist, anschlafen. Du siehst den, wie heißt das, Alpha-Stadium, wie heißt das, ja. Du siehst das, wenn du siehst, anschläfst oder wenn du siehst, wackrig gehst. Ja, du willst so plus minus. Du warst so in Trance. So ganz leicht in Trance, ja. So ganz oft voll, oh, hast du heute an du gesehen? Nee. Ja. Und du, den Spotter, den Schwarzmatter, oder? Ja, Spotter, den hast du auf einer Plattform. An den seht ihr, wie gesagt, schaff mit dem zusammen, schaff nicht mit dem zusammen, oder den aus Lobannen, den aus Lobausen, den direkt durch Lo. Die seht ein bisschen Strategien, oder seht ihr, du sagst, den an den Auto los, schaff mit dem zusammen, wir haben einen Deal mit dem. Was heißt das, schaff mit dem zusammen? Ja, zum Beispiel, wenn du am Oval fährst und du verlierst, wie ein bisschen Feld. Keine Ahnung, Feld geht unruhig, geht ein bisschen als Nähen und dann geht das Spotter direkt, du siehst die Strategie, geht dabei einer Team, seht ihr, du hast auch den Schluss, weil mir auch. Bloß der Fall ein bisschen zurück, dass wir zu 3, 4 zusammen kommen und da können wir zu Summe noch 4 kommen. An die Sachen, die waren, hier seht ihr das. Da erinnert mich ein bisschen an Velo besser, ja. Ja, 100%, genau. Ja. Und dann hast du verschiedene, die siehst du für die Peloton einfach zu sprengen. Da geschieht dann immer irgendwo etwas und die sieht immer aus. Und dann sehr nervös, was du gesagt hast, ein Auto, wie mal so. Und du weißt ganz genau, den kann die Kurs nie gewonnen, den siehst du für die Leute aus den ja. Anfang dass wir Wëlle wann Leiit nach geffen bezuelt gin fir so ze steier so fir an die Arme Es sech am Well dat du een wie oft Dich gesinn bei wann net zum Schuss gin dats een bei der Mauer blockéiert dat nie idee soll gewonnen. Am Well werd iwwer opwies. wie gesagt einer se kipp unhalt han. Ja fu. Warch noch sest du Baslo an der Feiert da? Wéi realistisch ass et fir dëtt zweet Fläich enker eich? Fir dëtt an zweet ganz realistisch, dat kann so gesinn dat Stadt schon ikräen ass einfach du musst zum Beispiel kannst in Amerika, da kannst du einfach du NASCAR fuhren. Da musst du so eng 8 Lizenz mit. Du musst dich beweisen und das geht bis so wie am Poker. Ich bin am Januar hinkommen und dann habe ich mich die Fähig echt kommen von meiner Zeit. Und da kriege ich ein Ticket, wie wir können, ob der Tour die Kurs fuhren zu. Und hier stellt sich irgendein Amerikaner ein Ticket wasch.
Und dann, ja, das ist echt cool, weil du paar tausend Fahrer, die Kurswelle fahren, und dann kannst du hin und dann kannst du einen Amerikaner ein Ticket wegschulden. Und dann von da aus kannst du dann auf Daytona und dann musst du dein Resultat und die Schnaske sieht, wenn du 2 Tier 4 siehst, okay, 2 Tier, ich fahre da kannst du keine anderen Kurse fahren, also nicht auf große Piste. Aber wenn du dann aber Top 10, Top 20 gehst, ja, dann so sie, okay, da kannst du auch in der 2., 3. Division starten, aber dann immer nicht an der 1. Wenn ich schon in der 2. Division fahre, und ich komme da Top 20 und ich komme nun und ich habe einen guten Kurs, da schon, keine Ahnung, 2 Kämpfe, wo gut ausgehen, da sind sie, okay, du kannst an der 1. Division fahren. Wir für eine Idee zu gehen, den Kurs in der 1. zu Daytona, kostet $1 Million, ein Inch-Kurs. Ja. Auf wie weit kostet das so viel? Also was kostet so viel? Visibilität. Ja, die Visibilität. Okay. Das sind den Auto selber, das ist nicht mit der Visibilität. Das ganze Event, das ist wie so Super Bowl-Werbung. Ja. Das genau, ja, das ist wie Super Bowl-Werbung. Ja. Okay, cool. Gibt es noch so andere, die den Sport machen, die so eine geil vergleichbare Story, also weißt du, die so eine andere Marketing-Story haben, die aber auch so rausstößt? Ja, die Amerikaner, ja, die Amerikaner, die spielen ein bisschen, wie gesagt, die Frauenrolle wird im Moment ein bisschen gespielt. So. Das ist so ein bisschen die Richtung, wo es einfach vom Marketing, das klappt doch. Da geht auch Afroamerikaner, Mexikaner, Kanadier, das ist das, was sie so ein bisschen probieren aufzubauen. Ja. Aber, ja, natürlich brauchst du immer Performance. Du kannst alle Fahrer so gut verkaufen, immer nicht mehr wie Kaliberin. Fahren, da bei ihr schon Frauen mit, oder wie? Bei Eis in Europa fahren 2 oder 3 Frauen. Nee, sind sie gut? Frauen. Ja, nee. nee, das ist wirklich Schiss-Marketing. Ich gehe noch sicher gut Rennen für Frauen. Und dann am Rennsport Frauen eine Chance geht man oder nicht? Momentan nicht, das ist einfach so. Das ist einfach noch keine Frau da, die so extrem gut ist. Das vielleicht sind da schon gehen, und damit das immer Marketing ein bisschen. Ich weiß, in Amerika ist eine Frage, die ist auch super gut gewesen, die ist auch NASCAR gefahren. Aber das Marketing war gut. Da war so eine Qualifikation, war es eigentlich echt. Ja, das ist immer so, heute NASCAR vielleicht nur geholt, für ein zu sehen, und da geht Frage drauf, das war explodiert von GoDaddy, das wo in sich Internetseite kann. Ja, die leben haut noch von dem Marketing, weil das alles ein bisschen manipuliert war. Das ist du echt gegeben, als echte fortführen, 3 Runden drauf war das schon fertig, Hand drun, ist ganz kurz Hand gefahren mit hautschwarzen Leuten noch von GoDaddy, Sponsor. Okay. Ja, das ist leider momentan. Wir müssen aber auch so, an Amerika, am Anfang, wo ich da gefahren bin, hatte ich das erste Problem wie die Frauen, weil als Rennfahrer, den Ego sieht immer, nee, Frau, die darf mich nicht überholen. Aber wo ich da war, als Europäer, war doch so, schaff du mal die Frau zusammen, weil du fährst nicht leicht, also eine Frau für noch nicht leicht. Nee, ja. Die sind aber nur eigentlich plus minus akzeptiert in Amerika. Ja. Hast du so Ängste gehabt für Kurse, wo du auch so mental so mies drauf schaffen? Nee, wo ich mies drauf schaffen, war das Stressmanagement. Okay. Das ist einfach, du hast so ein enormes Risiko und dann hast du nicht mehr ein Risiko mehr, wenn du so ein Auto futti musst so, und du weißt, okay, das ist Assurance, und du mehr, wenn du ein Auto futti hast, kannst du nächsten Kurs nicht fahren. Du warst wirklich komplett angewiesen auf deine Performance. Du, andere, die fahren, für denen ist alles egal. Und der erste Kerl, die fahren alle, das ist ganz egal. Und das war so mein Stressmanagement. Das habe ich wirklich zu lernen. Du warst nicht. Das ist nicht Stress für. Ich will gewonnen oder ich will. Doch, schon. Also doch schon. Okay. Weil ich 2017 angefangen habe, weil ich mega mehr ehrgeizig bin. Ich will gewonnen. Und so 2., 3., dann steht drin, super, 2., 3., nee, du hast noch mehr. Und ich meine, dass ich auch an meiner Präparation, wie das Jahr, wie die Jahre vorher, einfach nicht so hart, mehr relativ hart mit mir selber sind. Und ich meine, dass so Stress, den dann irgendwie schon mal so am Kopf, du weißt nicht für einen Kurs erkalen oder so, weißt du nicht alles genau für dich zu erkalen oder so Sachen. In Amerika, mein Hauptkopfkino ist immer, du weißt nicht irgendwas essen, wo du richtig krank warst. Weil ja, in Amerika für Land schlecht essen zu kommen, das ist wirklich. Wie oft warst du von Dohannen, aber wie oft heute? Ma lo das Jahr war ich recht ein Keier da innen, aber dafür war ich bei dem Mount da innen. Lo fand ich Kurse, also lo fand ich halt 3 Kurse, und da ging ich mal so im Mount Rover. Okay. Und dann lo Männer mit wahrer Jahren, da war ich wirklich 3 Monate am Stück, da wo ich da wirklich gelieft habe und dann, ja. Aber war das so den Hauptunterschied für dich so von den Leuten oder von der Mentalität? Ja, die Mentalität. Also die Amerikaner sind wirklich ganz, ganz verrückt. Wenn wir Kursen hatten, die kleinen Kursen, dann hast du wirklich stur was zugesprochen. Also, dass 4, 7 Dinger gesagt gehen, so, das kannst du die Banden, du gehst halt zugemacht, das käme durch das dürfen. Und dann könnte du ein Meister, es könnte ein Pastor, der Pastor muss immer da sein, wenn der Pastor nicht da ist, für den Kurs umzulegen, dann geht nicht ein Kurs, mega cool, Kurs gefahren. Und dann war es einfach, dann war es rote Fendel, das hat Schlimmes geschieht. Ja, am Wahl gesagt, ja, wenn irgendwo etwas geschieht, das ist, Ding rund ist, näher an dem Auto, rote Fendel, dann muss ich stehen bleiben. Ich dann mal das Butter gesagt, ich leiste was
was Fu schon kein Plan mich machen der bleiben verstohlen de Pastor wollte mich sofort muss voilà, begrüben gehen alles gut ja, so was los nee, das vor du hast bei der Pist Kirfisch an du de Pastor eben in dem Moment wo Herr Madame dann eben begrüben gehen hast Kurs hin hast du hingegangen dann du gehen hast direkt an dann Kurs gegangen eine Stunde war schon echt Influenz dann Pastor hast einfach schon mal ja okay gut ja nee die Amerikaner sind du an du wirklich von jung bis aber die Amerikaner auch anders mal wie mir anschwingen du machen mir Zentraleuropa letztlich es falsch wir probieren kann immer ein bisschen so ich halte ich zurück fall das der Rolle ein Amerikaner ist genau umgedreht wenn du an das Stadion geht kann die sie wirklich der Pap immer an die holen kann richtig da sei vor du merkst richtig diese Richtung oder Hand an die Bauern im Süchte kann jetzt Selbstbewusstsein ob wo mir also kann jetzt Selbstbewusstsein probiere ein bisschen niederzeigen mir gehen einfach nur noch an der Evaluation die sie viel mehr op viel mehr frei am Schwatzen dann hat alles viel mehr strukturiert ruhig und Leute die gucken und no, ich bin aber Lot Nummer 27 für zu sitzen. Amerikaner sind 20 andere Plätze sitzen und heute was soll man da sein? Fertig. An der Reisekursen in Europa ist wirklich alles ganz strukturiert. Leute sind alle in enger Linie voran, also die Amerikaner sind alte Summen und Amerika. Ja. 100%. Das Amerika gefällt mir wirklich süß, das ist nicht das ist schrecklich. Nein, das ist wirklich schrecklich. Das ist keine Chance. Aber wenn du so auch Kaffee gehst und ja, du gehst auch Kaffee, mir muss das Lichte können für gut anzukaufen und danach so nicht immer Kollegen die so das ist komplett falsch was ist mir wann ich an die Geschäft gehen ich so ein Apfel oder so ein Tomat ja da ging ich auch man hat vielleicht menschlich aus mir für mich dann immer den Film am Kopf hat Amerikaner du ich abstrakt mal so ein Tomat mir ja dann ist es hier auch vom Kopf und, ja das bestimmt nach Medaille du gut erst von der ja also kannst mir aber mich erschreckt in Amerika sagen für dass du hingehst gehst an ein Geschäft an den Kohle aus mir billig wieder was das ist für mich dann ist das System fertig das richtig was mich interessiert als du bist ja auch du man Pierre an der Immobilier richtig ja wer erst dazu starten kommen was musst du ich schon gelernt für Architektur und ich bin aber relativ frei gemerkt so Architekt aus relativ lang Schule für relativ viel Komplikationen zu an durch Familie bist ja so Immobilien und ich gedacht, okay, das selbst hat mich interessiert, du bist Architektur, ich bin zivil, du hast Ahnung davon. Und ja, du hast schon gefangen Immobilien, das mache ich ursprünglich, 12 Jahre hier. Und ja, man Pizza zusammen immer, das ist schon kann, dann geschafft, dann schon mein Geschäft, meine Zeit geschafft, meine Mensch, und gesagt, okay, für was machen wir nicht auf Summen, für was können wir nicht die zwei Sachen noch mit Foxbay und so, das war so einfach so, für sich klar, wenn man das gibt, die Summe machen, Sachen zu Summe machen, dann zu Summen noch mehr größer aufbauen. hat vor schon gemacht ja parallel ja ich konnte Risiko nie holen für ganz vom Kurs war recht seit 2017 wo ich wirklich Personen Immobilien auch noch Immobilien verschiedene Projekte Immobilienprojekte noch aktiv mega gerne also das Immobilien mehr gerne auch da sie geschafft und ja ich denke die Immobilienbranche Lützburg ist nicht schlecht doch von momentan vielleicht ein bisschen Moment effektiv auf den Immobilien machst für mich momentan das komplett manipuliert also das einfach momentan sieht man Menge Meinung ich komplett falsch ich meine YouTube Politiker die können vielleicht Menge nur Quelle erklären aber für mich ist das einfach momentan einfach ein bisschen zugedreht ich meine Corona da hat man verschiedene Systeme wo wir gemerkt wird wie funktionieren Leute zu Summe wie was kann man machen wie kann man machen Benzinspreise all die Sachen an Abkaufsdinger so Sachen so wie Toilettepapier ich meine all die Sachen das war ja klein wo an ein klares System aus den hält die Sache guckt wie die Leute funktionieren dann sieht das können wir ein bisschen drehen da können wir vielleicht do und auch machen und ich meine dass man mit der Bank momentan genau durchstehen und dafür ja ich denke aber auch dass das demnächst ein bisschen muss mich freigehen ich merke selber wie viel Demand man der Agentur und aber wie wenig Leute zukriegen natürlich ich meine sobald da ein bisschen abgeht ja dich wie viele Stunden an der Woche müsste das? Das ist so ungefähr 2-3 Tage. Okay. 2-3 Tage. Gut organisiert. Da hat Peter Neusch noch machen, dass das mal nicht so, wir holen alle Objekte. Wir sehen ein Objekt, wo man so eine Kette aus einem Objekt, die können wir proper verkaufen, die können wir gut promovieren, wir können eine gute Strategie da zusammensetzen für den Objekt zu verkaufen. Wir nicht einfach, egal was zu holen, so ein bisschen Engagement. Nein, wir organisieren das schon wirklich, dass wir anständig eine gute Klientel haben. Und so einfach, dass du kannst Suivi machen, dass du nicht egal was verkaufst. Also ich fand effektiv
ich gesehen beim Bild relativ oft so seine Stories, dass es nicht zu kompromissiert. Also ich fand, für das der Masche gerade so da, das lebt aber bei euch relativ ja. Ja, ja, das ist richtig. Aber das ist auch meine Spaß, nicht alles umgeht. Und ich meine, Klier von uns geht immer richtig beraten. Ich meine, die Fehler, die in Lützburg geschieht, ist ein bisschen, ich will keine Agence nennen, wir haben so ganz viele Franchise-Systeme, wo Immobilienhändler sind 3 Monate da und die kommen immer und dann so mehr die Leute, okay, ja, das ist 1 Million wert, ja, die können einen Tag drüber sehen, ja, 1,2, ich bin Klier auf 1,2 Millionen. Das ist alles gut, dann sieht man dann, ja, 1,2 Millionen klingt besser, dann ein Kredithaus für 3 Monate oder 6 Monate verkaufen. Und da sieht nur, ich verkaufe meinen Doch, mir schon 2 Meter mehr Gart. Wenn ich einen 2 kriege, dann kriege ich einen 3. Voilà. Und dann geht das Spiel alles um und dann so ganz normal hier im Land, da sind 100.000, 200.000 Euro diskutiert. Die Amerikaner die diskutieren 2.000 Euro, 3.000 Euro. Und die Amerikaner sind auch, wo sie stehen, wo wir müssen gucken, was da im Immobilienmarkt geschieht, als bisschen, wo wir an den rutschen. Vorher Lützburg immer speziell als mehr, aber so ein bisschen von den Banken hier. Ja. Nee, ich denke, dass wir da viel mehr fair sind. Dann dürfen wir also doch mehr zu verkaufen und einen fairen Preis anbieten direkt, kommen die Leute und dann ja, kann ich noch verkaufen. Und du hast auch noch einen Kaffee? Oder ja, Kaffee-Restaurant. Wir haben noch ja, der Tumor für ein paar Jahre angefangen. Und ja, auch das war strategisch einfach River Café. River Café. Ja. Da haben wir lohn. Was kriegt ihr dann dazu essen? Momentan hauptsächlich Pizza, Fingerfood, alles ein bisschen amerikanisch angehaucht. Okay. Das war Chicken Wings, ja, ein cool Event da. Und ja, das war auch der Agence, das war so ein bisschen der Musel, den machst du ein bisschen mit Schlaf und dann hat man den Fonds verkauft und gesagt, oh, das ist cool, ich wollte immer Subway abmachen. Aber wo ich bis wahrscheinlich, wie es geht für Subway abzumachen, ich nicht schon nie mehr. Kompliziert, oder? Ja, okay. Ja, sonst so viele Generationen nicht verschuldet sind. Du musst hier Plattischer legen, du musst hier ein Frigo holen, du musst heim, musst das man da. Die sind immer so große Blätter schon bei dem. Ja, also so immer so beige, ja, musst du die schön gering Tapet machen. Ja, und dann, wenn sie hier von so, ja, Brötchen kannst du nicht mehr 7 Cent, mehr 15 Cent, dann ist ja okay, kannst du so, nee, dann gehst du bei den Fischer sich. Okay, interessant. Okay, das heißt, du hast am Anfang die 3 Sachen, also für allem als Autofahren Nummer 1 und ja. Antimmobiliär holen und dann kann so ja. Schon nach anderen Geschäften auch schon gemacht, abgebaut, dann zum Teil was verkauft, CBD ja? Zum Beispiel, mehr cool, weil ich gut nicht Firmen, ich nicht mit der Industrie, ich habe das Geschäft verstanden, da haben drin. Und mehr cool, weil ich viele Kollegen habe, die auch CBD an so Firmen und einfach mein klein nicht wissen, dass ich schon hatte. Die Leute kommen, die sagen, ah, cool aus, probier das, du, das ist wirklich gut. Ey, weiß ich schon nicht, das kannst du erzählen, was du willst. Ah, du hast wirklich gut, guck dir Packaging mal rein, okay, cool. Und die wissen aber nicht, dass ich schon drüber bin. Und die sind schon nicht? Nein, ich fand das cool. Also, ich habe wirklich mein klein, groß CBD, Dr. Greentham, ich weiß nicht, das war so an so Zigarettenschachteln. Ja. Und das ist mehr gut gelaufen am Anfang, bis natürlich auch Durchsteuer gekommen sind. Aber ja, das war wirklich ein cooles Geschäft. Du warst schon so Entrepreneur, definitiv. Ja, 100%. Schon lange, schon als Kant. War dann noch Sinn mit dem Mindset viel beim Auto? Ja, 100%. Ja. Das passt wirklich gut zusammen. Und du verstehst einfach das Geschäft auch eben. Was fehlt den einen, was fehlt den anderen an. Ja. Okay, geil. Was müssen also? Du musst ja auch trainieren, also der Körper trainieren. Ganz viel Simulator, Alltag. Ja, lo, im Moment Alltag. Nur die, ich wusste wirklich viel was und die, ich wusste man ist. Alltag so, ich sehe es immer am Sportler, mit 5D, mit 2D Pause. Ich zähle nicht Simulator auch dazu. Das ist sowieso nicht auch Alltag, weil es aber 1 Stunde im Simulator einfach sitzt, wusste nicht wirklich, ob es Opfer ist, hörst. Mir war es einfach da, was einfach ein bisschen so an dem Zweikampfmodus, für keinen Kurs oder präparierst verschiedene Strecken, wenn du zum Beispiel, wo in Italien, da kannst du die Strecke fahren, da wirst du wegen Charakter von Körbs holen. Du irgendwo Körbs sind, die gegen die Pneu schaffen, die Mann-Pneu schaffen, so Sachen. Da präparierst du dann einfach für einen kleinen Überblick zu. So ist Fitness oder was? Ja, Fitness ist manchmal noch mehr, viel rundherum, ich gehe Paddel spielen, ein bisschen Tennis. Du probierst sich alles rundherum, zum Beispiel Fußball, Volleyball. Und das, ja. Ja. Sollen wir mal lecker zur Gölle froh kommen? Ja. Oder als ich zur froh von unserem letzten Gast? Ja, das kann man definitiv. Das war okay. Hin wird gefroht. War das die Meinung zur Stimmung an der Lützburger Politik aktuell? Stimmung, also ja. Stimmung, wie sie... Also, wie sie am Land, also ja. Wie... In der Ambiance, ja. Ich fand eine Stimmung persönlich am größten Ganzen schon länger Zeit in der Politik relativ gut. Weil wir relativ klein Land sind. Und ich denke, das ist ein Land, das an der Hinsicht kann gut gerieren, weil da sind sich nicht fremd. Wir haben nicht das komplett gegen den anderen. Und das geht natürlich schon nie so von der Weise verkauft. Ich denke, dass wir eine gute Stimmung haben. Dass Leute können man nicht schwätzen, dass auch Leute so nie auf der Politik sich können gesehen, können schwätzen, ein Projekt umgehen, an einfach Sachen aufklären. Und ich meine, dass wir eine relativ menschliche Politik haben, und eine Politik, die auch nur im Bier ist, nicht eine Politik, wo einfach sagt, wir machen das, wir haben das, wir müssen das machen, für ein System zu gefallen. Ich meine, dass wir als kleines Land aber probieren, das dem noch sogar gegen verschiedene Systeme ein bisschen zu stellen.
Und ja, ich denke, das ist eine gute Stimmung an der Politik. Schön. Positiv. Ja, sicher positiv. Also das ist ein gut Politik. Aber was denkst du von den Nächsten? Oh. Ich meine auch politisch. Ich meine, ich kenne die Amerikaner. Ich weiß nicht, wen der nächste Gast das. Der nächste Gast, den hast du auch in Amerika gelebt. Auch in Amerika, ja. Das ist mir froh, eigentlich cool. Trump oder Biden, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber ja, von dem was interessant ist. Ja, sondern nur wenn das. So, und das ist ein Gölle froh, an der Kado, den ich gewonnen habe. Ja. Das ist immer die Kado weisen, ja. Das kann ich gewonnen. Schon immer cool, die Kado. Weil ich kann gewonnen. Ja. Das Steck, ich habe sogar den Dingen, es gibt immer so ein Ding, also so Bild gemacht. Das von dem allerersten Accident, das ist mein allererster Kurs, sind ich aufgeschossen gehen. Und ja, das heißt, das ist Stecker, diese Stecker, die kommen immer, der holt den nämlich wesentlich, ich meine, der Stecker geht nicht 4 Stück, 4. Und dann gehen die meistens an in die Teamschaft, in die Curie, und dann gehen sie am Musee, zum Beispiel, weiß ich, den Auto sammelt, den hat er das in Musee. Und ja, ich wollte aber absolut das Teilstück, weil ich gefreut habe, für das Teilstück zu kriegen, also auch mit dem Ding. Dann ja, das ist nicht egal was. Das ja, gib mal das Stück mit, alle gut steht aber. Ja, der Titel ist schon pro Jahr, das von 2017, ich meine, steht mir nicht. Nein, steht nicht. Ich hast du dann geschrieben? Ja, das, ja. Du warst Nummer 44 gewesen. Ja, und du warst 44, ja. Wo war das Stück vom Auto? Der Toten ist, der Foto gesagt, nicht Teil sich, wenn du den Auto, wenn man ein Auto so will, als der Teil 4 links, den innigste Spoiler. Okay. Der, wo sich. Was hast du gemacht? Was du gecrashed? Ich bin aufgeschossen gehen. Ah. Ja. Wie geschieht das? Wie geht den aufgeschossen? Du warst an einem Zweikampf und dann hörst du einfach, voilà, hast du die einfach unfair, wo du weißt, du hast okay, wo ein Auto ganz unstabil ist. Wenn du dann irgendwie einen Treffer oder so kriegst, Hand in den dich, dann warst du einfach fort. Ja. Du drehst dich oder? Ja, du, weil das war so ein ganz seriöses Keier. Und wir sind sich rangefahren, das ist ein Keier, du kannst nicht überholen. Anscheinend aber du den Zweikampf eben mit dem, und ja, das hat 3-4 Runden gedauert, und du wirst Team wahrscheinlich zu viel gewirrscht sein. Und hier war auch ein bisschen sehr, du wirst, das muss ich aber so, nee, ja, schon probiert mich zu verteidigen, ja, du wirst mich voll an der Krit, und dann, ja, fliegst du an die Stangen und alles. Und also, plus, also, Handeln, auf der Foto gesagt, dass über die Stangen alles gegangen ist, alles 4 aus Fuß gegangen durch die Stangen. Und du siehst zum Schluss drehen mich und dann sind die nach 100 schon Mauer gegangen. Cool, dass dem ich da aufgeschossen wird, war mein allererster Kurs, das ist halt mein Teamkollege. Also nur Valencia, die erste Kurs, wurde mich rum aufgeschossen. Ja, komplette Chaot. Ja, ja. Wie oft warst du schon nicht ans Ziel gekommen? Wie oft ich nicht ans Ziel gekommen sind? So ungefähr. 7-8 Mal. Okay. Ja. Und immer den Auto futti. Das ist dir noch nie so geschieht? Nee, Prallungen, so Sachen, immer das Face verbrannt, so Sachen, ja. Für das Face verbrannt? Weil, wenn du den Blashfuß das Face drauf stehen hast, das ist ja der ganze Motor und alles, dann irgendwann geht das so warm, dass wenn das Safety Car ist, zum Beispiel, dann fährst du los, und ich habe gesagt, dann ist gut, kannst du ausatmen, nee, dann geht einfach die ganze Blasch, das geht so warm durch den Motor, und dann ja, ist das Face noch verbrannt. Ja. Okay. Also war das denn Gölle froh? Wie kann in der Teil gewonnen? Wie in der Türkei gewonnen? Ich hatte sich also zu freut. Ich meine, das ist mehr einfach, wenn ich auf NASCAR bezugehen, weil dann hört doch vielleicht den NASCAR-Fan so eine Chance. Ja, für uns bin ich echt Kurs gewonnen. Okay, weiß ich. Ja. Das müssen wir herausfinden. Das müssen wir herausfinden, aber das nicht einfach so Google, was ich Kurs, das, also mein echt europäischer NASCAR-Kurs. Okay. Weil das ist ein bisschen mehr tricky. Das ist das in Europa. Das ist in Europa. Das ist mein echt europäischer NASCAR-Kurs, wo ich gewonnen habe. Ja, das ist nicht, wenn ich einfach Google sieht, wen hätte ich in die echt Kurs gewonnen, weil dann kann ich das nicht direkt finden. Okay. Ja. Geht es noch irgendwas, was man nicht gefreut, was noch interessant wäre? Wow. Ja, war ich schon. Ich bin schon mal froh, dass nicht du gefangen wird. Wie heißt der? Ja. Wenn ich du gefangen habe, wie warst du dann durchzukommen? Probieren, wissen. Ja. Du weißt man das auch nicht. Wie war du durchzukommen? Ich dachte, das ist egal. Ja. Nee, also von also seit vielmals merci, dass du Zeit geholt hast. Echt so, merci. Vielmals merci für die No-Lauschteren. Bis nächstes Mal. Yes. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.